Und damit, Freunde, haben wir wieder 7 Dragon Balls beisammen. It's wonderful. So, wieder mal Dragon Balls aktivieren und Shenlong rufen, aber ganz ehrlich, ich glaube, als erster Wunsch, ich will nicht gegen Raditz kämpfen, gegen Nappa oder zaubern, die sind mir alle zu lasch. Ich überlege, weil ich natürlich jetzt, also zurück, da ist klar, dass es nicht mehr geht, warum nicht das mit den Z-Kugeln versuchen? Weil es gibt gewisse Z-Kugeln, die ja schwieriger zu finden sind und von denen fehlen mir jetzt noch ein paar. Wenn ich mir so die ja, Superangriffsfähigkeit Bäume der einzelnen Charaktere angucke. Und deswegen, warum eigentlich nicht? Shenlong, erscheine und erfülle mir meinen Wunsch! Ich will mehr Wünsche. So. Blaue Kugel, rote Kugel, grüne Kugel, Regenbogenkugel. Okay, von denen doch nur 10. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Er hat gehofft, dass es vor allem von denen viele gibt. Oder war das jetzt random? Ich fürchte ein bisschen schon, oder? Wenn wir natürlich die Charaktere angucken. Bei Son Gohan ist jetzt noch nicht so wild, weil er sowieso noch nicht so viel machen kann. Der Vegeta zum Beispiel, der natürlich hier... ja gut. Aber hier zum Beispiel, schnell für eine Ki-Welle. Ja, mit der Z-Kugel. Genau von den Regenbogen halt doch 18 benötigt. Das ist eine ganze Menge, Freunde. Das sind die Dinge, die ich wieder trainieren muss, ja. Und dann kann man dann darauf hin. Wie sieht's denn aus mit Piccolo? Die Super Explosionswelle, Stufe 2, da kann man mal lernen, wa? Ja, ich hoffe, er kriegt diese regenbogenfarbenen Kugeln ein bisschen häufiger. Da müssen wir gucken, wie ich den ein bisschen farmen könnte, wa? Egal. Ja, Leute, dann sind wir auch schon, waren schon wieder hier. Ist von dem her auch schön. Ich würde sagen, und nicht groß verzagen, wir machen dann noch die letzte Sidequest und machen nachher mit der Hauptstory weiter. Damit wir zumindest noch ein bisschen Action haben. Dann haben wir natürlich auch so ein bisschen parallel dazu wieder Dragon Balls farmen und so und ja, gucken. Uns das nächste Mal wünschen, vielleicht doch irgendwie wieder einen der alten Kämpfer zurückzuholen. Oder was auch immer. Kann man sonst ganz kurz noch Story gucken. Läuft, ja läuft. Ja, super, nimm Story. Beerus Planetgebiet. Laut dem Orakelfisch hat Beerus schlechte Laune. Wenn niemand etwas unternimmt, könnte Amok laufen. Naja. Naja. Wie stark du bist. Ja gut, sind halt auch so Sidequests jetzt noch fehlen. Die habe ich ja leider bereits verpasst. Immerhin gibt es für die kein Zeitlimit, das ist ja auch schön. Genauso wenig. Ja, wie die, das ist klar, weil es hat nicht wirklich mit der. Nicht wirklich mit der Story zu tun. Ist ja hier eher so, ja. Fast schon ein bisschen Sidequest-mäßig. Also quasi, ja, eben die Super Saiyan God Transformationen, die du zwar holen kannst und die kannst du auch hier einsetzen. Super. Ah ja, sich bereit zu machen? Jo. Hey Yamchu! Trägt immer das gleiche Outfit. No. Ich bin jetzt viel stärker, ehrlich. Ja gut, das Ganze beruht ja eher auf dem Manga, nicht wahr? Im Anime war es ja so, dass es doch dann so eine Szene gab, wie halt die Ginyu Force
die ja gestorben ist, die wir jetzt hier im Spiel wieder zurückgeholt haben. Ja, aber dort sind ja doch alle auf Namek gestorben, kamen ja auch ins Jenseits und haben sich ja auch auf den Weg zu Meister Kaio gemacht, der wiederum ja Enma darum gebeten hat, als ja, Sparringspartner für Tenshin Han, Yamchu und Chaozu. Dort kommt der Yamchu ja auch seine Stärke beweisen. Ich meine, in Ginyu Force antreten und bestehen, das ist jetzt nicht so schlecht. Er war, glaube ich, derjenige, der gegen Riku gekämpft und auch gewonnen hat, also. Oh Mann. Yamchu, Mann, Mythos und Tod. Hey, Legende. Ich glaube, das wird ein ziemlich schneller Kampf. Ja, irgendwie ein netter Versuch. Bei mir leider auch nicht. Für den Geisterball ja generell keine schlechte Technik, aber bringt irgendwie so wenig. Okay, nochmal erwischt. Aber ich muss sagen, er nervt mich ziemlich. So, tschüss. 103.000, Alter. Sicher mal ein bisschen aufmuntern. Du bist besser als du denkst. Ich habe von Oberels einen Teil meiner verborgenen Stärke freisetzen lassen. Von daher. Trotzdem so ein Aua. Wer hat ein bisschen Muskelkater? Ist doch nicht so wild. Schon vergessen? Du hast mich gerettet, als von diesem Flugsau angegriffen wurde. Du hast ein Leben aufs Spiel gesetzt, um mich zu beschützen. Tja, Freunde. Yamchu, ein Mann der Tat. Und des Glücks. Wort des Pechs. Egal. Er ist einfach Yamchu. So, dann haben wir Pool aktualisiert. Haben gerade noch ein paar Kugeln bekommen, glaub schon, war. Also, nee, warte, das ist falsch. Das ist falsch. Es ist falsch. Aber empfohlene Stufe 200, 250 ist klar, Alter. So, wenn also die wir uns ein anderes Mal holen. Da mal gucken. Dragon Balls müssen eigentlich langsam wieder kommen, aber ganz ehrlich, das sparen wir uns ein anderes Mal auf. Wir machen weiter mit der Hauptstory. Doch, komm rein. So. Wir haben jetzt, wie ich finde, genug Sidequests gemacht, aber auch ein bisschen genug trainiert und so. Also, ja. Wir wissen jetzt, wenn es jetzt wirklich direkt mit der Hauptstory weitergeht, was ja jetzt kommen müsste. Vorausgesetzt, es wurden nicht doch noch irgendwelche, ja gut, jetzt damals im Anime kam der Filler mit Garlic Junior, den ich eigentlich ziemlich geil fand, vor allem weil er auf dem Film basiert. Und einer der wenigen, also generell Fortsetzungen oder beziehungsweise ein Anime-Arc von dem Film gab es ja da sowieso.
gesehen so nicht. Das war ja eigentlich der erste seiner Art. Aber vor allem der Film Garlic Junior war eigentlich einer der einzigen Filme, ich glaube es gab insgesamt 2 oder 3, bei Dragon Ball, die wirklich zur eigentlichen Storyline noch gepasst hätte. Ich meine zum Beispiel Super Saiyajin Son Goku mit dem Kampf gegen Slug auf der Erde, der passt gar nicht, weil es hätte bedeutet, dass sie, also die Truppe hier, dass sie Freezer auf Namek besiegt hätten, ohne dass Son Goku zum Super Saiyajin wurde. Da hat er erst im Kampf gegen Slug zum ersten Mal einen Super Saiyajin aktiviert. Im Kampf gegen Cooler, ja, rein theoretisch wäre es möglich. Aber irgendwie auch ein bisschen schwierig. Das fand ich aber eigentlich nach Poli. Zum wegen, ah ja, wir haben ja jetzt ein bisschen Pause, bevor wir gegen Cell antreten, oder? Da die paar Tage, wo uns noch Zeit lässt. Und plötzlich, da taucht irgendwie jemand auf. Was? Oh, okay, ist ein Saiyajin. Sehr gut, wir gehen mit, ja. Mal gucken, was da so abgeht, so wegen legendärer Super Saiyajin und so. Ja, Zelda, der kommt uns nicht in die Quere. Nee, wir haben noch ein paar Tage Zeit. Nein! Ah! Ich wollte gar nicht so hoch, ich wollte eigentlich irgendwie so. Naja. Was man immer alles will, nicht wahr? So. Aber generell bin ich ein großer Fan der Dragon Ball Filme. Das natürlich schon. So, waren wir stehen geblieben, genau. Sorry. Ne, jetzt müsste eigentlich schon das mit Freezer kommen. Theoretisch. Ja, so sind Mütter eben. Was? Lass mich sie angreifen. Wen wollte er angreifen? Seine Bücher? So, und damit wird es wohl wirklich Zeit für den nächsten Story Arc. Beziehungsweise Episode, wenn man so will. Also eigentlich schon die 3. Episode. Angriff der Cyborgs. フリーザとの戦いからおよそ1年半余りの時が過ぎた。Echt so lange? Also ich habe jetzt die Szene im Manga jetzt nicht so im Kopf, aber im Anime waren es, glaube ich, nicht so lange, oder? Ah, ne, warte mal, doch, es gibt Sinn. Doch, Moment. Das war ja das mit den Dragon Balls noch. Also mit den namekianischen Dragon Balls auf der Erde, wo sie eine Weile warten mussten, bis alle wiederbelebt waren und Namekian auf einen neuen Planeten kam. Und dann war nochmal ein Jahr vergangen. Ja gut, ja, dann macht Sinn.孫悟空は未だ地球には戻ってきていなかったが、地球には平穏な時間が流れていた。しかし、その平穏も今破られようとしていた。地球に近づく邪悪な気配によって。Der Cyborg-Terror beginnt. Ah, 大変なことになったな。フリーザなのか。ああ、そうらしい。貴様ら、喋ってる前にさっさと戦闘力を消せ。間抜けめ。奴らはスカウターを持っているんだ。あのナメック星人はとっくにそうしている。さすがだ。ピッコロ、来たぞ。
っちに降りた。間違いない。フリーザだ。生きていた。やっぱりフリーザの他にもう一人いやがる。いいか貴様ら、飛ぶんじゃないぞ。スカウターで探られんように歩いて近づくんだ。お前たち、あんな強い気を持つやつと戦っていたのか。冗談じゃないぜ。近づいていってどうしようってんだ。だったらどうする。ここで腐ってるか。好きにしろ。どうしようもないのはみんな知ってるんだ。はっきり言ってやろうか。これで地球は終わりだ。どうしてこんなことに。Du kannst gerade nicht fliegen oder Kriegspersonen abfeuern. Ja, damit war zu rechnen. Freezer schlägt zurück. Sprich mit den anderen über Freezers Invasion. Ja, da ist ja auch so ein Punkt hier. Das mit Freezer jetzt, was auch damals ja alles ganz geil fand und so. Ja, ist ja klar. Aber weshalb ich auch frage, wegen der Daseinsberechtigung vom Film Resurrection 11 bzw. Golden Freezer Saga und so. Oder generell der Rückkehr von Freezer. Ich meine, es sind 1,5 Jahre vergangen seit dem Kampf zwischen Son Goku und Freezer. Und warum zum Henker hat in diesen 1,5 Jahren nicht die Zeit genutzt zum Trainieren? Ich meine, ihr könnt mir doch wohl nicht erzählen, dass er 1,5 Jahre gebraucht hat, um von dort, also quasi Namen oder den Überresten, wo er war, sich zu erholen und dann hierher zu kommen. Nie im Leben hat das so lange gedauert. Das ist so etwas, wo ich mich schon ein bisschen frage, ja, warum hat er nicht jetzt trainiert, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, kann ich mal halt überleben. Shit happens. Ich dachte ja, Freezer wäre tot, beziehungsweise wäre ziemlich am Arsch, aber ja, wenn der Planet natürlich explodiert, hat er andere Sorgen. Ja komm, es sind 1,5 Jahre vergangen, Freunde, ihr habt doch garantiert trainiert. Wenn Sie nicht erzählen, dass ihr nicht trainiert hättet. In einem pinken Hemd. Nur mal ganz kurz erwähnt. So ろそろ奴らの宇宙船だ。準備はいいな。はい。地球か。悪くない星だ。その孫悟空とかいうスーパーサイヤ人がここに戻るまで計算ではあと3時間。待つのか、フリーザ。もちろんだよ、パパ。だけどあいつが来た時悔しがらせてやりたいから地球人を皆殺しにしてやるんだ。地球人などはどうでもいいが、スーパーサイヤ人だけは必ず息の根を止めねばならん。どんな手段を使ってもだ。何か用でもあるのか、地球人。お前たちを殺しに来た。フリーザ一刀両断。未来から来た謎の少年。Kind? Ernsthaft? 殺しに来たって？僕たちを？片付けろ。はっ！ほほう、なかなかやるじゃないか。初めから全力でかかってくるんだな。僕は孫悟空さんのように甘くはない。孫悟空。なるほど。貴様もあいつの仲間か。
会ったことはない。知っているだけだ。やれやれ、貴様が部下を殺してしまったおかげでこのフリーザ自らが働かなきゃならないよ。誤算だったな。なーに、貴様や地球のゴミどもを大掃除するくらい僕ならあっという間にやってみせるさ。そうじゃない。僕が言ったお前の誤算とは、スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない。ここにもいたということだ。はあ。Geheimnisvolles Kind? Ernsthaft? Was? Quelle des Wissens. Stufe 37, oh. Das geheimnisvolle Kind ist doch ziemlich stark. Aber dafür nichts drauf. Ziemlich heftige sogar. そんな姿にまでなり果てて、よくおめおめと地球まで来られたもんだ。Na, Freezer, wie fühlst du es an, gegen ein Kind zu verlieren? Oh, das war jetzt ein bisschen doof. Und jetzt kriege ich gerade die Fresse. Okay, ich glaube, das ist ein perfekter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Freunde, wenn es heißt Geheimnisvolles Kind gegen Mecha, Trottel, Oberidiot, Full Freezer. Nee, und Papa, genau. Gegen Mecha, Idiot, Ober, Voll, Trottel, Freezer plus Papa. Klingt doch geil. Bis nächstes Mal. Bye bye.